Unsere moderne Gesellschaft wird beherrscht von Termin, Zeitdruck und Stress. Hektik, Smartphones und Duckfaces gehören zum täglichen Leben dazu. Und obwohl wir uns wegen dem Internet immer weiter aus dem öffentlichen Leben zurückziehen, speichern wir Unmengen an persönlichen Daten im Netz. Doch hat sich überhaupt irgendjemand von euch mal eigentlich irgendwelche Gedanken gemacht, was das für Folgen könnte haben? Das ist der Jens, er ist 48 Jahre alt und erfolgreicher Banker. Er hat vor 8 Monaten am Jefta, einem vermeintlich guten Geschäftspartner von ihm, 6'000 € überwiesen. Doch leider hat sich plötzlich der Jefta einfach nicht gemeldet. Er wartet heute noch auf seine 10 Millionen. Du kannst doch nicht jedem einfach alles glauben. Überprüf lieber zweimal, von wem das die Nachricht kommt. Are you listening? Damn. Das hier ist der Sammy Swaghetti und er kommt voll gut bei den Frauen an. Da letztens hat ihn sogar eine gefragt, ob er ihr das Bild von seinem Würstchen schicken würde. Sie hat das so toll gefunden, dass sie es gerade der ganzen Klasse weiter verschickt hat. Irgendwie lachen ihn jetzt einfach alle aus und der Sammy Swaghetti ist gar nicht mehr so glücklich über sein Spaghetti. Schau, du musst dir einfach bewusst sein, dass wenn irgendwas Privates an jemanden schickst, die können das immer weitersenden. Das ist Leila. Sie hat einen Beauty-Kanal auf YouTube und wegen dem schon einen Haufen treue Fans gefunden. Und damit man ihr schöne Werbegeschenke schicken kann, hat sie ihre Nadelnummern und Adressen im Internet öffentlich verfügbar gemacht. Wo ihr dann plötzlich eine unbekannte Person Verdrohungen machen, hat sie Angst gekriegt. Seither traut sie sich nicht wirklich allein aus dem Haus und hat überall Angstzustände. Schütze einfach deine Daten und gib so Sachen wie deine Adresse oder Nadelnummer nur auf Seiten an, wo du genau weißt, es wird vertraulich behandelt. Das sind der Benny und sein bester Kollege, der Klaus, der Kaktus. Sie gehen am Wochenende gerne tanzen und laden immer Fotos davon auf Facebook rauf. Warum ihnen der Chef an einem Montagmorgen frischlos gekündigt hat, ist beiden ein Rätsel. Was du auf Social Media postest, das sehen auch deine Eltern, dein Chef oder deine Lehrer. Vergiss das einfach nicht. Mach's gescheiter als der Jens, der Sammy, die Leila, der Benny oder der Klaus und schütz deine Daten. Weil du weißt ja schliesslich nie, wer was mit diesen Informationen macht.